Feinripp Adventskalender. Schlechte Witze, schlecht erzählt. Wisst ihr, dass er aussieht wie die Muppets? Das ist ein bisschen die Doll. Da werden die Teletubbies. Aber ich muss euch sagen, weihnachtlich sieht es auf jeden Fall aus. Viel weihnachtlicher als alles, was ich die letzten 23 Tage gesehen habe, muss ich sagen. Heute ist letztes Türchen. Letztes Türchen? Letztes Türchen? Du warst gar nicht dabei. Ich war gar nicht dabei. Ja, der hat Durchfall gehabt. Das war aber heftig. 20 Tage lang. 23 Witze und eigentlich gar nicht so schlecht. Ich fand sie relativ gut. Vor allem den vom Harry, den Ende. Willem, gut, 71 jetzt. Der um 70, der war gut. Aber wir haben gedacht, für den ganzen Scheiß, was er da jetzt mitgemacht hat, die 23 Tage, müssen wir das Ganze aber noch ehrenwürdig beschließen, oder? Wir haben gedacht, wir laden uns jemand ein, der einen schönen Abschluss macht. Und zwar Nicht uns selber. mit schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Und wen laden wir uns als Nummer ein? Verrote man nicht. Jemand, der allein so clever ist wie mir als Sapper. Herzlich willkommen hier im Bibelhaus in Neustadt an der Weinstraße, einem der Drehorte von Hive 2. Was ihr vielleicht in dem Film nicht gesehen habt, und das ist ja ganz klar, war die Weihnachtsgeschichte auf Pelzisch und die hören wir jetzt. Maria und der Engel. Sellemols ist ein Engel zu einer Jungfrau gekommen. Die hat Maria Käse und war mit dem Josef verlobt. Und wie der Engel vor ihr gestanden ist er arg verschrocken. Aber der Engel hat zu ihr gesagt, fürcht dich bloß nicht. Der Herrgott ist allweil bei dir. Du wirst ein Bobbelchen kriegen und das soll Jesus heißen. Wenn der Bub mal groß ist, wird aus dem der Sohn vom Herrgott, der König über Israel und der Retter von der ganz weit Welt. Da hat die Maria erst mal schlucken müssen, aber dann hat sie gesagt, all das soll so passieren, wie der Herrgott das haben will. Später hat die Maria dann ein Lied gesungen und das geht so. Marcel freut sich über den Herrgott, gerade weil er so eine kleine Frau, wie ich das bin, ausgeguckt hat für so etwas Großes. Das Bobbelchen in der Futterkrippe. Sellemols, wie der Augustus der Oberste von der Römer gewesen ist, hat er auch in Israel das Sagen gehabt. Und um zu wissen, wenn man alles die Steuer abnehmen kann, hat er all die Leute zählen lassen. Deswegen hat jeder dahin gehen müssen, wo er geboren worden ist. Und weil dem Josef sei Sippschaft aus Bethlehem pumpt, er aber mit der Maria in Nazareth leben tut, haben die zwei sich auf den weiten Weg nach Bethlehem aufmachen müssen. Die Maria war aber zu dem Zeitpunkt gerade im letzten Monat schwanger. In Bethlehem angekommen, haben sie erst mal kein Dach über dem Kopf gefunden. In der Herberg war bloß noch ein Plätzl zum Schlafen bei den Viecher. Mitte unter den Viecher hat dann die Maria ihr Bobbelchen kriegen müssen und weil nichts anderes da war, haben sie das Bobbel in eine Futterkrippe gelegt. Die zwei haben den Bu Jesus Käse, wie der Engel das gesagt gehabt hat. Und das meint auf Pelzisch, Gott tut helfen. Die Hirte auf dem Feld. Auf dem Feld bei Bethlehem haben ein paar Hirte mitten in der Nacht ein helles Licht gesehen. Auf einmal ist ein Engel aus dem Licht gekommen, all miteinander haben sie einen Schreck gekriegt. Deswegen hat der Engel sagen müssen, fürchten euch bloß nicht, freuen euch lieber. Heute ist ein Bobbelchen auf die Welt gekommen. Wenn das groß ist, wird das der Retter von der ganzen Welt sein. Den Bu finden wir übrigens in ihrer Futterkrippe in Bethlehem. Gleich dort noch sind ein Haufen andere Engel gekommen und haben auch noch ein Lied gesungen. Und das geht so. All die Ehe sei dem Herrgott in der Hehe, überall wird's Friede geben. Das wird schön. Ganz aufgeregt sind die Hirte hurtig nach Bethlehem gerannt und haben das Bobbelchen gesucht. Gefunden haben sie es in ihrer Futterkrippe. All die Leute drumherum haben sie erzählt, dass aus dem Bobbel mal der Retter von der ganzen Welt werden wird. Dort noch sind sie wieder zurück zu ihren Viecher aufs Feld gegangen, mit dem Herzen voller Freude. Und die Maria hat all das in ihrem Herzen getragen. www.palzrock.de